Toll, das hat mich mehr aufgehalten. Och nee. Nach links muss ich, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Shit, da ist ein Tier. Oh shit. So, guten Tag ihr Leid. Okay, jetzt kommt's drauf an, ob das, was wir gestern rausgefunden haben, stimmt. Wir mussten ja gestern anhand von, also an jedem von den 3 Ecken da, stehen Leute und sahen uns, was sie da sehen. Wie zum Beispiel, da ist links ein Rohr, hinten eine Sackgasse, da ist ein Leder und was weiß ich was hätte man dann schon noch ausschließen können. Da hinten ist ein Wassertank. Der fällt da zum Beispiel, noch können wir den nicht da ausschließen und so weiter und so fort. So haben wir das gemacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, am Schluss hat es halt an den 2, das ist ein Wasserspeicher da gehungen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der da näher ist vorne an dem und deshalb kann er nicht sehen. Aber sicher bin ich mir nicht. Und deshalb, also ich habe zwischen den 2 da geschwankt. Ich hoffe jetzt, dass es stimmt. Sonst sind wir tot. Ganz sicher. Okay, ganz sicher, Satze. Da müssen wir sein. Die einzige Kreuzung, die genau unserer Umgebung entspricht. Okay, es scheint wohl gestimmt zu haben. Hier. Sehr gut. Die Entsalzungsanlage ist da. Es ist nicht mehr weit. Nein, Oh. wir folgen dieser Route. An Abzweigungen folgen wir den Wasserrohren in die Richtung, Das hört sich in die überhaupt sie nicht gut an. Das hört sich an wie zusammenfließen. Kralle. Wir müssen uns diese Route merken. Er hat kein Flair mehr. Ausreimt sich. Was sind das für Geräusche? Was ist los? Ich würde lieber das Messer holen. Wow! Shit. Mein Gott! Das sind verdammt viele. Hä? Hauen die alle ab? Just pass auf! Oh, jetzt werden wir getrennt. Sie haben Angst vor der Leuchtfackel. Das sehe ich ja. Los, hinter mich. So. Bitte einer hin, da. Lulsch einer hin, kein Problem. Komm her, ich geb dir eine Leuchtfackel. Da, zack, in die Gosch. Sicher, dass es eine gute Idee war, die Leuchtfackel hier zu schmeißen. So, hat sie nicht weggeschafft. Das hat mich mehr aufgehalten. Och nee, nicht die Knöchel verstaucht haben, nicht die Knöchel verstaucht haben. Nach links muss ich, oder? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Shit, da ist ein Tier. Oh shit. Dusty! Jenny, Beeilung! Okay, die kennen auch nicht Hüpse oder was? Uha, oh, mit Gold. Ich kann ja doch was. Ich bin doch noch nicht alt. Oh Gott, Jess, was hab ich getan? Aber echt, hey, Wieder was unten hast du zurückgelassen. getan? Ich muss sie suchen gehen. Dahin zurück? Zu diesen Monstern? Nein, Jerry. In Sicherheit nützen sie ihr mehr. Jess ist zäh und einfallsreich. Sie überlebt das, genau wie wir. Woher wollen Sie das wissen? Ich überlasse Sie nicht diesen Tieren. Schauen Sie mich an. Wenn wir da wieder runtergehen, werden wir es nicht mal bis zum Ende der Leiter schaffen. Die anderen sind den Tunnel entlang geflüchtet. Wir wissen, wo sie hinwollen. Die Meeresausstellung. Dahin würde Laura sie bringen. Und Ja. Yoder ist bei ihnen. Jesus, ne. Oh Gott. Wenn wir sie wiederfinden wollen, müssen wir da auch hin. Der schnellste Weg wäre, Sie haben recht. Über Land sollten wir eigentlich schneller können sein. sie uns hinbringen. Am Meer? Im Norden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Ich finde schon raus, wo wir sind. Gut. Sorkin ist den Wasserrohren gefolgt. Wo führen die hin? Der Großteil des Wassers wird aus einer Lagune im Norden hergeleitet. Lagune? Die Stelle kenne ich. Ich muss mich nur orientieren, dann finden wir raus, wie wir da hinkommen. Ja, guck mal, du, Ferngläser. Hoffentlich hat sie Euro dabei zum Hinschmeißen. Per amor de Dios. Wissen Sie, wo wir Ich muss sind? nachdenken. Weil es noch kein Euro gibt. Das ist lange her. Das ist das erste Mal seit fast 12 Jahren, dass ich wieder hier bin. Ingen hat so viel verändert.
Nima, Komm, diese wir Insel, labern ein bisschen, sie ne? ist was Besonderes, oder? Für Sie, meine ich. Ja, sie bedeutet mir sehr viel. Erzählen Sie. Erzähl, Mädchen, Ich bin erzähl. hier aufgewachsen, unter diesen Bäumen. Meine Leute waren Fischer. Während der Fangzeit lebten wir nahe dem Wasser. Ich liebte das Wasser. Ich bin im Meer geschwommen, ganz weit raus. Darum hat mich mein Vater Nima genannt. Ich konnte überall hin durch den Dschungel rennen, auf Bäume klettern. Diese Monster, etwas wie sie gab es auf dieser Insel nie. Bevor Ingen die Insel von Costa Rica gekauft hat, war es hier sehr friedlich. Ach, mach Sache. Es gab vorher keine Dinos, bevor die nicht Pahi gemacht haben. So, Die Insel ist jetzt ganz achso, anders. ich höre noch weiter zu. Ich kenne Okay. sie ist ein Teil von mir. Aber als Ingen auf die Insel kam, kamen auch wichtige Männer aus Costa Rica und baten meinen Vater, mit ihnen zu gehen. Er sollte einen guten Eindruck machen, damit Costa Rica Ingen ein gutes Sümmchen für unsere Insel abknöpfen konnte. Als er in Costa Rica war, sollte er seine Haare schneiden und einen Anzug tragen, damit er den Ingen-Leuten nicht zu simpel erschien. Ich fühlte mich so, wie ich mich jetzt fühle. Ich erkannte meinen Vater, aber ein Teil von ihm war verloren. Das war sicher eine schwere Zeit für Ihren Vater. Er wollte nur das Beste für unser Volk. Er war zu vertrauenswürdig. Er wurde ausgenutzt. Standen sie sich nah? Er scheint ein mutiger Mann gewesen zu sein. Standen Sie sich nah? Damals auf der Insel, ja. Wir verbrachten viel Zeit zusammen. Mein Vater war ein Awa, ein Geistheiler. Er hat für Sibo gesungen, der die Erde geschaffen hat. Für unser Volk war er sehr wichtig. Aber nachdem wir die Insel verlassen haben, hat er die alten Traditionen nicht aufrechterhalten. Das machte ihn sehr unglücklich. Was ist Sibo? Der Berg da. Er ist wie ein Haus, hat mein Er Vater hat zum gesagt. Berg gebet. Mein Volk glaubte, dass die gesungen. Tiere der Welt ihn errichtet haben. Bevor Ingen kam, gingen mein Vater und Ach, ich jetzt ans ist es Meer. wieder saumäßig leis. Dann sagte mein Vater immer, Nima, kleiner Fisch, schwimm nicht so weit. Da draußen kann ich dich nicht fangen. Als Ingen kam und wir nach Costa Rica ziehen sollten, wurde ich sehr wütend auf meinen Vater. Ich habe nicht mehr auf ihn gehört, aber er war nie wütend auf mich. Er hat gesagt, dass ich wie der Fisch bin, der nie nach dem Köder des Anglers schnappt. Er hatte recht. Ich war immer sehr vorsichtig. Sie erinnern mich an Jess. So war es bei uns auch, zumindest vor der Scheidung. Ich nahm sie ins Museum oder in den Zoo mit. Und sie ist immer auf alles draufgeklettert. Sie kletterte so gerne. Sie konnte gar nicht anders. Auf Sachen rauf, in Sachen rein. Einmal ist sie in ein Tigergehege geklettert. Mit einem echten Tiger drin. Aber jetzt nicht mehr. Nein, seit der Scheidung ist alles anders geworden. Bei der Scheidung ragt sie. Sie geben ihm Er immer hat noch mich die... immer Also, an meine Sturheit erinnert. Dachte Das immer, hat er. dass es so am besten ist. Keine Bindungen, keine Versuchungen. Aber dann bekam ich Savannah, meine Marikita. ach, die heißt gar nicht Ich werde sie bald Marikita. nicht mehr beschützen Die heißt können. Savannah. Junge Mädchen, die sich bei uns auf der Straße rumtreiben, werden von den Kartellen aufgegabelt, schmuggeln Drogen. Oder schlimmer. Manche verschwinden einfach. Jetzt habe ich keine Wahl mehr. Alles, was ich tue, tue ich für sie. Jetzt bin ich der Angler. Und gleichzeitig bin ich an einem Punkt in meinem Leben angekommen, an dem ich immer nach dem Köder schnappen muss. Sie haben Ihre Tochter Savannah genannt? Ja, es ist ein Sönnername. Ich habe sie nach der Stadt benannt. Da gehen wir hin, wenn der Job erledigt ist. Ein neues Leben anfangen. Das ist ein guter Name. Und eine gute Stadt. Ich will, dass Savannah frei ist. Ich will, dass sie die Möglichkeiten bekommt, die ich nicht hatte. Ich hoffe einfach, dass ich für sie da sein kann, wie mein Vater es für mich war. Sie kann stur sein, wie ihre Mutter war. Und nicht nach dem Köder des Fisches schnappen. Ich glaube jetzt, dass es so richtig ist. Ich glaube, mein Vater glaubte das auch. Jess hat mein Leben auch verändert. Sie war meine zweite Frau, zweite Tochter. Ich scheine ein genetischer Informationsträger für Rebellion zu sein, weil beide meine Töchter das geerbt haben. Ich arbeite echt hart. Ich arbeite echt hart, um Jess zu beschützen und Ärger von ihr fernzuhalten. Sie sieht das aber anders. Was ist mit Ihnen? Ist aus Ihnen was geworden, weil Ihre Eltern Ärger von Ihnen ferngehalten haben? Ich? Ich war selbst ein kleiner Teufelsbraten, unkontrollierbar. Das liegt bei mir in den Genen. Oh,
Naja, nicht, ich war das ist ganz zumindest lieb. trotzdem. Was Jess in ihrem Leben bisher gefehlt hat, ist eine Vaterfigur, die auch präsent ist. Sag ich. Ihr Vater muss stolz auf sie sein, so. Da müssen wir ein bisschen hier vorwärts. Naja, sie sind zu einer sehr fähigen Frau herangewachsen. Ihr Vater muss sehr stolz auf sie sein. Danke, Jerry. Das hätte mir aber früher klar werden sollen. Ich verstehe. So. Nima, schauen Sie. Was denn? Mach jetzt keinen Heiratsantrag. Tut mir leid, dass mit der Insel. Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Also Es erstmal, tut das mir tut leid, mir was leid mit der Ingen aus ihrer Insel. Insel gemacht hat. Das alles hätte ganz anders ablaufen müssen. Ich gebe Ihnen keine Schuld, Jerry. Sie sind ein guter Mann. Das sehe ich. Aber mein Gehalt wird von Ingen bezahlt. Ich schulde Ihnen was. Na gut, Jerry, genug geredet. Sie wissen, wo wir sind? Ich habe da so eine Idee. Es ist ein anstrengender Marsch. Sind Sie ausgeruht? Hungrig, Nimm durstig du auch. doch die Schulter Aber ich wie will vom einfach nur Rätteldreh Jess vorhin. finden. Gut. Oh, shit. Was ist jetzt das? Haben Sie Dilophosaurus geraten? Hallo? Tatsächlich war das der Ruf des Singschwans. Dinosaurier teilen viele Eigenschaften mit den geht denn Vögeln jetzt von ab? heute. Wir wissen jetzt zum Ach Beispiel, so, dass ach viele so. Theropoden Alter. aus dem Jura die gleichen Stimmorgane besaßen wie Vögel heute. Wir erreichen jetzt den 4. von 7 Aussichtspunkten der Tour. Ihr Sitzt da noch Jurassic einer Park drin? Tourfahrzeug wird 5 Minuten lang anhalten, damit Sie sich die Beine vertreten und ein paar Fotos machen können. Nächster Halt, Jurassic Park Meeresausstellung und Aquarium. Ja, geil. Würde ich auch mal sagen, machen wir genauso. Nutzen wir mal die Mitfahrgelegenheit. So, okay. Die sind also weg und die hat ganzen Wunsch geblärt. Huch. So, wo sind wir dann hier? Sieh sich einer das an. Was gibt's? Salzwasserbecken? Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Ja, ne, ich will doch schon Da hier drüben gucken. ist ein Schild. Es sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Ja. So, ich muss. Halt! Habe ich Edding verpasst, Mann, ey. Wollte uns Beck gucken. Ganz sachte hingelinst. Hallöchen. Alles okay. Zack, Kopf abgebiss gerät. Ach so, wir sind schon da. Sehr gut. Oh, das ging schnell. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Im Wir sind Auto. in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunnel geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Ja, eigentlich. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns Was? platt. Was? Ganz Wieso? recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio. Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher. Das ist mein Zuhause. Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Du musst nicht Diese für Insel ist Saurier die reden. Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht's Was hier? macht's denn jetzt schon wieder für einen Scheiß? Keine Ahnung. Rothunde? Diese Rotunde. Rotunde? Dort ist der Kontrollraum.
Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Das ist eine Holen Sie den Rotunda. Aufzug wieder hoch! Okay. Devon, Silur, Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Carbon, Perm. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Stimmt, das war ja damals schon so lustig. Interessantes Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Nee, Könnte das ist sein. Kabuto. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. Was? Was ist jetzt das Problem an Fauna? Fauna. So, komm, ich guck mal da oben. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht Ärger. aus wie ein Mosasaurier. Mosa, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Moräne mit einem Krokodilkopf vor. Mhm. Krokomurene? Toll. Klingt nett. Frau Reine. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. So, jetzt pass auf. Ich guck mal, das ist doch noch Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm. ein bisschen was quatsche. Ich will nach Hause. Achso, ich bin das Mädel. So, Meeresausstellung. Warum gibt es hier ein Aquarium? Kann man überhaupt Urzeitfische klonen? Soweit ich weiß nicht. Amphibische Mücken gab es, glaube ich, nicht. Hä? Weißt du noch, dass auf der Tour erklärt wurde, dass wir unsere Dino-DNS aus Das hat er doch mal Mückenfossilien gesagt. gewonnen haben? Mücken können keine Tiere stechen, die unter Wasser leben. Oh, stimmt. Guter Punkt. Wie seid ihr zwei so schnell hergekommen? Ein Tourfahrzeug hat uns mitgenommen. Ganz toll. Ich bin in diesen Tunneln um mein Leben gerannt und ihr zwei macht eine Ja. Spritztour? Spritztour? Jetzt mach mal halblang. Mach mal halblang hier. So. Die Mädel will nach Hause. So. Dad, es tut mir so leid, dass ich so viel Ärger gemacht habe. Nicht doch. Das hier ist nicht deine Schuld. Natürlich, das Rauchen und der Dinosaurier, das Klauen und meine schlechten Noten. Ich will nicht immer so einen Mist bauen. Hör zu, Jess. Ich weiß, dass ich manchmal ziemlich hart zu dir bin. Ich habe das Gefühl, als müsste ich monatelange Erziehungsmaßnahmen in die paar Tage stopfen, die ich mit dir zusammen bin. Aber du bist eine tolle junge Frau. Ich bin stolz auf dich und ich will nicht, dass du dieselben Fehler machst wie ich. Nee. Ja, sagen sie immer. Und ja, es stimmt auch. Trotzdem ist es schwer. Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich habe das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. Ja, lass uns noch ein bisschen quatschen. Wir haben noch Sprachding. Ich will das alles nicht mehr, Dad. Können wir nicht Können wir einfach nicht hier auf einfach ein anderes heim? Rettungsteam warten? Das machen wir, aber zuerst müssen wir dieses andere Rettungsteam rufen. Das ist Und eine wenn gute das Idee, genauso ne? schief läuft wie mit dem ersten? Ach Hey, was. sieh mich an. Wir schaffen das schon. Was sage ich immer über das halb volle oder halb leere Glas Wasser? Hey, ich habe ein Bier bestellt. Das ist mein Mädchen. Das ist ein richtiger Dad-Joke gewesen. Boah, ey. So, ich guck mal. Da über der Kollege Ich geh mal da. rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. So. Ich wäre jetzt anders darum gegangen, aber okay. Auskunft. Eine Information könnte ich jetzt brauchen. Ja, zum Beispiel, das interessiert mich. Wenn man dann hier Feines. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Wieso brauchst du überhaupt Code? Erstmal weiter umgucken. Silurien. Devon. Nach Devonshire benannt. Okay. Vielleicht. Devonshire?
Nimm nicht, Devon. Ich bin mir nicht ganz Ach so, sicher. ich brauchte eine... hä? Ja, ich gucke erst mal weiter. Ich weiß gar nicht, um was das gut. geht. Eine Anleitung. Ja, Schlüssel oh ja, sehr gut. einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt vorwärts zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Hab ne Hie gehört. Was hat er gesagt? So, Moment, ich guck mich mal noch... Hallöchen. So, nächster Aufzug. Fährt irgendwas. Oder? Billy, Sie kennen nicht zufällig die Reihenfolge der paläozoischen Perioden? Oh, natürlich, Jerry. Erste Halbzeit, zweite Halbzeit, Verlängerung und Elfmeterschießen. Genau so. Oh, schon klar. Verstanden. Super. Beeilen Sie sich einfach. Ja, okay. Paläozoische Periode. Wie war das? Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten. Wenn ich mich nur an die Samstag, Reihenfolge auf der Anzeige erinnern Freitag. könnte. Donnerstag, Mittwoch, Freitag. Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Freitag. Ich habe halt keine Ahnung, was die überhaupt von mir wolle. Also so, was wolle ihr von mir? Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Bla bla bla. Ihr Leid. Nee, komm. Aber ich habe halt null Ahnung, was die von mir wolle. Die können doch nicht einfach sagen, hier ist die Lösung. Was ist die Frage? So. Also, erst einmal muss ich mal schnallen, wo, was, wie. So, pass auf. Ah, ja, guck, da. Code funktioniert nicht. Siehe Handbuch im Informationsbüro. Gehen hier ab. Nee, das soll schon da bleiben. Boah, echt jetzt? Boah, echt jetzt? Was ist denn jetzt? Nein. Boah, es ist ein Gefuddel hier. Ja, hopp, komm, wir quatsch jetzt mal mit ihr, du. Aufzug bedienen. Ich muss den Aufzug zum Laufen bringen. So. Ich will eigentlich mit ihr quatschen, ne? Alles okay? Alles gut zwischen Ihnen beiden? Bringen Sie einfach den Aufzug zum Laufen. Ich habe nicht mit Ihnen gesprochen. Bitte keine Streitereien mehr. Unsere Lage ist auch so schon schlimm genug. Ja, sehr schlimm. So, okay, ich will mich noch ein bisschen umgucken, falls das geht. Ja, nee, nicht wirklich. Okay, also, ich gucke mir jetzt hier durch die Periode nochmal an. Die Zeitperiode, meine ich natürlich. So. Ovozoikum. OSD. Carbon. Und das O ist P oder sowas. Jetzt bin ich so ein schlauer Mensch, pass auf, schreib mir das jetzt halt auf. Von unten nach oben. O S D K und als letztes kann ich nicht lesen. Perm oder so. Cambrium, Ordovicium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Was? Das fängt ganz unten an. Achso, du fällt noch ein P. Moment. P O S D K Nochmal. Paleo. Paleo und am Schluss Perm. Ja, ja. So. Okay, ich bin gerüstet. Ich gehe zurück zu Lück. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Oder Dad. so. So. Ich hier noch irgendwie ein bisschen besser umgucken? Nee, das ist nichts Großartiges so. So, da kann ich einfach nur mit ihm quatschen, ne? Gar nichts kann ich im Moment quatschen, okay. So, jetzt nochmal hier. Schlüssel auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Auf Zurücksetzen drehen, den alten und neuen Code eingeben. Eingabe, halten, zurücksetzen, Code.
Eingabe, halten, zurück und dann Code. Okay, sorry, ich muss mal die Scheiße hier aufschreiben. Bis ich noch lieber gelatscht bin, habe ich es vergessen. So, jetzt pass auf. Devonien, Permian. Achso, da fehlt ins Feld. Geh mal zurück. So. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Okay. Jetzt. Ach. Welche? Weil ich die Scheiße da. Um die Reihenfolge Einfach. abzuleiten, wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Ey, ich will einfach nur wissen, was das da unten ist. Oder das da einfach in groß siehe. Aber nö. Wäre ja zu einfach. Also Wie ging doch gleich der Merkspruch? Carbon Kamele ohne und dann Socken Paleo binden irgendwas. Oder so ähnlich. Bla, Carbon, bla, bla. Paleo stimmt nicht. Nach Carbon bis Perm komme. Okay. Ah. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige Alter. voraus. Paleo, Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Paleo, Cambrium. Das ist alles komplett heute ist durcheinander. Sonntag. Was willst du Ich brauche von den mir? Code von Freitag. Okay, ihr Leid. Ich mach das jetzt ganz einfach. Einen Moment. Perm. So. Ihr Leid, ich habe einfach im Ja, Internet geguckt, weil mir die klingt Scheiße richtig. hier auf das Sack geht. Also, ey. Ich weiß nicht, ich guck mal. Ja, nimm Perm. Ich guck mal Not her. Ich guck mal das Video sowieso, aber wenn ich koche, tue ich mal das eigene Videos angucke. Und lach mich über mein eigene dumm Gelaber kaputt. Und sah als öfters, ach Gott, ist der blöd. Egal, wer ich hier sah, ach Gott, ist der blöd. Ich tu mir das Not ja nochmal angucken, ob da irgendwie ein Sinn dahinter ist, ne? Aber das ist ja wohl eine Scheiße gewesen. Ja. Also ich nehme Perm. So. Okay, mein bester Tipp. 9, 2, 5, 1, oder was war das? Jetzt zeig ich mal her. 9, 2, Bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. 9, 2, 5, 1. So, hopp, ist so gut jetzt. Jetzt brauche ich Anime, du Affe Zippel, hey. Echt jetzt, also, oh, ist das was Schlimmes. 9, 2, 5, 1, ich kann mir doch keine Zahlen mehr, ihr Leid. So. Und jetzt hat hier. Input. Was ist jetzt? Will ich mich verarsche? Okay. 1, 2, 3, zurück. Was? Junge, du machst dir gerade die Hand kaputt? Okay, also es ist auf Norm. Wenn ich aber hier hinklick, kann ich im Steuerkreuz was machen? Okay. Okay, also oh. Ihr Leid, es ist verbuggt. Sehen ihr das? Er hat es jetzt auf normal, ne? Okay. 1, 2, 3. Dann zurück. Eingabe, halten, zurück und dann der Code. Ey, ihr Leid, ich verzweifle hier. Das ist doch eine Scheiße hier. Eingabe, halten, dann zurück. Jetzt habe ich den Code. 5, 1. Oh, wow. Okay. Neuer 9, Code. 2, 5, Halten 1. wir es einfach. Ernsthaft, war's das? Okay. Neuer Code. Halten wir es einfach. Ach, zum Glück musste ich mal den Code merken. Ich hab man nämlich schon wieder vergessen. Oh, ihr Leid. Hopp, ihr Leid. Bei der nächsten Speicherung machen wir das Ganze hier zu Ende. Ach, guck mal da. Was er gefunden hat? Ah, Hey, lassen Sie das oh, zu. sorry, aber... Sind Sie verrückt? Aber Jemand das ist könnte grad es schlimm. sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Was denn? Leichtsinniger Idiot. Was war das?
Spionageausrüstung oder Ja, so? ja, Ganz genau. genau. Streng geheim. Spionageausrüstung Wenn du war's. irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie Ähm, werden ihr kein Haar krümmen. Junge, War doch nur das Spaß. ist nicht lustig. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. Ja, War super. auch Zeit. Aber echt, Was hey. ist hier los? Nichts, alles okay. Nix, alles in Ordnung. So. Pam, 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 pam. Okay, die hat's zumindest gesehen, dass irgendwie, das scheint was Wichtiges zu sein, du. Mann, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig Zeit. Ja. Guck mal, wie sie grimmig guckt. Mein lieber Mann. So, ihr Leid, hopp. Dann sage ich mal tschüss bis morgen. Dann morgen geht's gegen Ende zu. Ich weiß nicht, ob das Dad, morgen die letzte Folge meine gibt Ohren. oder Bewegt nicht. sich los. Ich habe Die keine Ahnung. Lagunenrotunde liegt Aber in das einer sehen wir dann morgen. Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Hopp, Bitte ihr halten Leid. Sie die Nase zu Und drücken Sie tschüss. Luft hinein, Halt die um beim Nase zu und Luft Hinabtauchen halten. den Druck auf den Ohren auszugleichen.